Die Mundart, nicht nur das Baseldeutsch, sondern unsere Mundarten überhaupt, sind ein Kulturgut. Und wenn man hier anfängt, daran rummachen, dann es wird ja genug daran gemacht, indem wir nämlich vom 18. Jahrhundert weg Einflüsse hatten aus dem Elsass, französischer Wortschatz ist reingekommen, oder aus dem Markgräflerland, oder auch in unserer Zeit zum Beispiel durch die Printmedien, durch die Verordnung, dass man Standard reden muss, also Hochdeutsch, jetzt in der Schule. Das ist ungeschickt für die kleinen, also für unsere Häfeli-Schüler, sprich für die Absolventen vom Kinski und für die Primarschüler, also für die unteren Klassen. Dort soll es durchaus möglich sein, neben Standard eben auch genügend Zeit haben, für unsere Mundart zu pflegen. Wir haben die IG Dialekt gegründet und wir sind so weit, dass wir sagen, wir sind schon nur zufrieden, wenn wir schweizerdeutsche Lehrkräfte haben, also Lehrkräfte, die einen von unseren schweizerdeutschen Dialekten versteht. Also Englisch zum Beispiel ist ja heute ein Must. Man wird überall mit Englisch durchkommen. Wir haben für den IG-Dialekt vor allen Dingen Wert darauf gelegt, dass man eben auch den Jungen die Mundart beibringen. Es hat jetzt in der Zwischenzeit, denken Sie an Rapper, es hat überall Möglichkeiten mit dem Dialekt, natürlich nicht mit dem traditionellen Baseldeutsch zum Beispiel, zu Schlag zu kommen. Und das finden wir sehr fein, dass eben auch junge Leute sich konzentrieren auf eine Ausdrucksweise, die ihrem Mutterspruch entspricht. Denn Mutterspruch bedeutet ja nichts anderes als Heimat und als Integrationsmöglichkeit.